SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. SRF bei den Leuten schickt eine Familie auf ein Abenteuer. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch. Ihre Aufgabe: 8 Tage in der Wildnis durchhaben. Gute Nacht. Ja, könnt schon noch ein bisschen probieren, aber weisst Hey, sorry, ich kann nicht mehr. Jetzt würde ich abhauen. Ade. Retour! Ich habe Angst. So ist es doch. Das Ganze wird überwacht vom Survival-Profi Mike Zuber. Jetzt haben wir Leute, die keinen Plan haben und die sich auf ein grosses Abenteuer eingeladen haben. Wenn sie die 8 Tage überstehen, gewinnen sie ein Wellness-Wochenende in den Schweizer Bergen. Es hat immer wieder runtergeblitzen, donnern. Das muss ich brechen. Das ist im Moment gerade recht schlimm. Das ist SRF bei den Leuten. Abenteuer Wildnis mit dem Team Tessin. Das ist der Touristen-Hotspot Locarno in unserer Sonnenstube im Tessin. Dolce far niente werden die nächsten 8 Tage aber gar nicht. Das Team Tessin kommt aus Engelberg. Silvia und Martin, die beiden Erwachsenen, zusammen mit ihrem Sohn Aaron und seinem Kollegen Sven. Kleine Abkühlung, bevor es losgeht. Mit Gelati ist es schon gleich vorbei. Das Team Tessin ist übrigens eines von 3 Teams, das sich als Abenteuer Wildnis wagt. Ich habe es schon noch genossen. Aber ich bin schon ein bisschen nervös. Vor allem, ich habe es eigentlich schon noch nie gemacht, so 8 Tage ganz draußen ohne Zelt oder so schlafen. Ja. Von der Vorbereitung her, denke ich, hätte man mehr können, ja, was merken wir denn, was wir nicht gemacht haben, was man hätte sollen? Ich bin beruhigt, dass wir im Tessin dürfen. Team Tessin sind. Weil von den Temperaturen her in der Nacht ist es doch eher, sind wir da sicher auf der Sonnenseite. Liebes Team Tessin, jetzt geht's los. Der Bus und das Postauto bringen euch in die Nähe des auf der Karte markierten Punktes. Oha! Oskagurin. Oskagurin. Cool! Mega cool! Es ist ja schön gefahren dort hinten. Es war im Fall schön im Frühling. Es ist mega schön dort hinten. Schönes Dörfli. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch. Das Team macht seine ersten Höhenmeter bequem mit dem Postauto bis zum Walserdorf Boskogurin. Mit 1500 Metern über Meer ist es das höchstgelegene Dorf vom Kanton Tessin. Was zur Folge hat, dass es ziemlich kühl wird in der Nacht. Ja, da ist er. Da müsste es sein. Oha. Bei Mike kommen jetzt noch ein paar Sachen über, die ihnen in der Wildnis helfen können. Hallo. Hallo. Hoi. Ich bin Mike und mein Leben ist Wildnis-Survival und Survival. Und deshalb stehe ich jetzt hier bei euch am Gabentisch. Was ihr sowieso bekommt, ist der Topf, das Erste-Hilfe-Set und der Notsender. Ihr habt 5 Sachen, also pro Person 1 und 1 für eure Gruppe. Das Messer müssen wir sicher haben. Das ist vor allem ein cooles. Dann vielleicht Wasserfilter. Das ist eben die Frage. Der Feuerding. Feuerstahl. Ja, den müssen wir haben. Müssen wir nicht unbedingt. Wir können auch kalte Küche machen. Ja. Wie viele Blachen sind das? Mit Laub und Ästen können wir auch einen Shelter bauen. Wir brauchen die Blachen nicht. Was ist mit der? Die ist kuschelig warm. Ja, Das brauchen wir nicht. also einen Rucksack müssen wir haben. Ich weiss nicht, ob es sich lohnt. Wegen, ja, müssten wir schon haben. Eigentlich. Was ist mit dem Feuerdings? Nehmen wir den Rucksack einfach nicht. Aber der Rucksack wäre schon Dann schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schwierig. Wir sind noch lange dran. Aber das Essen würde ich auch nicht unterschätzen. Also wenn, dann würde ich das Reis nehmen. Du hast länger als an einem Sack Nüdeli. Also so einen Sack haben wir zu Abend gegessen. Das Hörnchen. Nein, bitte. Also komm jetzt, wir müssen entscheiden und fertig stimmen wir Ja, lang. das. Oder wir nehmen jetzt halt noch den Wasserfilter. Ja. Die Flasche. Ja. Das ist eure Entscheidung ist in diesem Fall fix. Dann wäre das einmal
Der Rucksack, einmal die Wasserversorgung, das Messer, Feuerstahl und der Reis. Ich habe das von Anfang an so gesagt. Definitiv. Okay. Wunderbar. Weil dort tauschen wir die 5 Sachen gegen euer überflüssiges Gepäck. Also, ich trinke noch mal einen Schluck. Ich gebe mal meinen Rucksack ab. Mitnehmen dürfen jetzt nur das, was sie anhaben. Und die Kinder einen Schlafsack. Ui, ich gebe das über. Wunderbar, merci. Ja, komm, jetzt bauen wir da mal das Bett. Auf diesen Bett ist sicher herrlich. Noch einmal haben sie ein richtiges Dach über dem Kopf. Morgen geht es in die Wildnis. Das ist die Zone, oder? Okay, gehen wir los. Wandern ist eigentlich die Paradedisziplin vom Team Tessin. Kein Wunder, als ehemalige SAC-Hütte warten. Pakt ist, der Plan steht. Es warten ein paar Höhenmeter auf die Engelberger. Dank dem Seilbändchen am Anfang ist es aber gut zu machen. Von der Passhöhe auf 2100 Meter geht es nachher hinten runter auf Cinalmotto und von dort aus ganz nahe an die italienische Grenze. Das ist Wanderweg hier. Ich würde mal hier vorne schauen. Dann geht es noch da hinten. Ja, das ist die Anschreibe. So schöne Natur hier. Ja, mega. Das Wetter spielt schon mal gut mit im Tessin. So richtig geniessen können die Wanderung aber nicht alle. Ich habe im Moment mit dem Kopf ein bisschen zu kämpfen. Recht Kopf, ich weiss nicht. Also am Trinken liegt es nicht. Ich glaube, es ist mehr, weil ich keinen Kaffee hatte. Keine Ahnung. Aber ja, das Wandern ist natürlich schon schön. Ja, das gefällt mir. Es ist ein bisschen ungewohnt, da mit einem Kochtopf rumlaufen. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Noch ein Geht's Survival-Experte. mit dem Kopf hier? Nicht so. Daheim in Engelberg sind Martin und Silvia gerade am Haus bauen. Darum ist alles gerade ein Provisorium. Silvia hat ein eigenes Geschäft und verkauft selber genähte Stirnbänder und Kappen. In Gedanken ist sie aber schon mehr beim Feuermachen und Pfeilbogenschnitzen. Ich finde noch eine coole Herausforderung und ich mache es am Aarons lieb, weil er hat sich so gefreut darauf. Es ist wie eine geschenkte Woche auch, dass ich keinen Knatsch habe mit dem Sohnemann wegen iPad und ich will noch eine Stunde gamen und ich will noch das und das. Das ist das wirklich mal einfach das Thema für eine Woche so schön erledigt. In der Werkstatt machen sich der Aaron und sein Freund Sven parat fürs Abenteuer Wildnis. Survival, das wollte ich schon länger eigentlich machen. Und dass so eine Chance kommt, ist schon noch cool. Und dann konnte ich halt schon nicht Nein sagen. Ganz ähnlich sieht das beim Aaron seinem Kollegen Sven aus. Der ist häufig dabei, wenn das Bier ins Berg geht. Ich bin eigentlich so ein Survival-Fan sozusagen und ich bin auch sehr gerne im Wald draussen. Wir tun auch beim Wald auch ein bisschen spielen. Nicht schlecht. Hä? Ja, ist schwierig zum Rausnehmen. Willst du eine Wurst? Noch nicht? Gut. Kannst du noch, ja. Aber wir haben viel zusammen gemacht, auch schon in dieser Zusammenstellung. Eigentlich. Mit dem Sven ist so viel mit uns mitgekommen. Ich denke, es ist schon schön für Aaron, dass jemand mitkommt, der in seinem Alter ist. Halt auch. Das merken wir auch, wenn wir wandern, dass es für ihn halt ringer geht, weit lang zu wandern, zum Beispiel, als wenn er allein mit uns kommt mittlerweile. Ja. Das bin ich sehr froh, dass der Sven mitkommt. Was will der Seppli? Ja, der Seppli will die Teller schlecken, wenn sie leer sind. Aaron, nimmst du ein bisschen Erdäpfelsalat?
An der Silvia ihr Kopfweh wird immer schlimmer. Oh, ein schwieriger Wanderweg. Einfach dort und eine Stunde. Stört fast. Jetzt sind wir da gerade auf dem Pass oben. Der ist irgendwo in Italien. Oh ja. Seht ihr nicht den Pass? Jetzt geht es nur noch dafür. Du hast nie Kopfweh. Wieso sollte ich Kopfweh haben? Das ist auch schon gekommen. Ja. Hier. Hier. Jetzt Oh. machen wir eine Pause. He? Ich habe hohen Kopfweh. Gib dem Sven noch ein bisschen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich müsse jetzt erbrechen. Es ist mir halb schlecht. Es tut gut, jetzt einfach mal liegen. Aber die Sonne ist halt auch nicht gerade hilfreich. Aber wir laufen jetzt wieder weiter und dann geht es ja schon irgendwie. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, es geht dir besser. Dass der Kopf weggeht. Ein bisschen blöd gerade, ja. Ja, ich fühle mich auch nicht so gut, wenn es wieder schlecht geht. Und hoffentlich jetzt können wir auch einen schönen Schattenplatz vielleicht bauen bei unserem Ort, wo wir da sind. Und viel mehr können wir da nicht wirklich machen. Sehr schwierig, wenn es so halblebig ist. Ja. Oh Gott. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Beim anderen so Kopfweh. Nicht so. Martin, kannst du mir mal Wasser bringen? Oh oh. Ist es doch so gegangen, wie ich gedacht habe. Ich vermute, dass die Wärme und die Hitze mit der Rolle spielen, plus die Nerven. Ja, dass man sich übergeben muss, ich denke, das demoralisiert recht stark. Also für den Start für einen selber, jetzt für Silvia ist das nicht lustig, aber auch für das Team fängt das gar nicht. Weil es ist wie so ein Haltepunkt, gerade für die Kinder, wo sie sich darauf verlassen, kollabiert am ersten Tag. Und das ist ganz sicher nicht einfach. Ich habe das Gefühl, es ist besser, ja. Wenn wir weiter, die Mami hat gekötzelt. Jetzt gehen wir einfach gerade wieder weiter, weil wir haben ja kein Wasser. Und ich will möglichst schnell in Schatten. Ich laufe mir erst ab. Wir müssen rüber. Wir rennen durch. Wir können oben schauen, aber es Oben geht nicht. Da geht es nicht. Geht nicht, ohne nass zu werden. Ist mir Stein? Ich habe einen Weg bauen. Hier vorne. Nur noch Trovana di Campo überqueren und Team Tessin ist endlich im Zielgebiet, wo sie ihr Camp aufbauen dürfen. Bei einer Flussüberquerung sollte man sich immer überlegen, ob man auch auf dem Rückweg drüber kommt. Der Wasserstand kann sich ganz schnell ändern. Achtung! Kommt! Gut! Du machst gerade barfuß. Hä? Du machst barfuß. Ja, ich probiere es. Oh, ich habe da etwas gesehen. Was hast du Der gesehen? drunter schlafen. Und jetzt den besten Platz Aha. finden. Ah, hier Das ist ist jetzt gut. Das ist schon ein bisschen hoch vom Ding her. Wir müssen weiter. Das ist eine kleine Höhle dort. Mit den Landbesitzern ist abgemacht, dass sie hier ihr Lager aufschlagen und alles brauchen, was sie finden. Ein Dach über dem Kopf Ja, ist da. da ist es schon ein bisschen, ja. Da Das wäre kann man im auch schlafen, finde ich. Wäre jetzt eine Notfallstelle, hä? Wieso nicht?
Wenn es dann fest regnet, läuft es da ab. Du musst mal schauen, es hängt so rein. Aber es sieht schon gut aus. Wenn man ist dafür ein bisschen, ob man etwas Besseres findet. Das sieht sehr gut aus. Man kann ganz sicher die Kinder, die noch verwurzelter und intuitiver entscheiden, nutzen. Also das heisst zum Beispiel ein Schlafplatz sind Kinder ziemlich sicher intuitiver und treffsicherer als Erwachsene, die den Kopf drin spielt. Ist das nicht sumpfig? Es hat so kein Material, um etwas zu bauen, weißt du? Nein, hat es nicht. Es ist einfach sehr nah am Wasser. Ein bisschen sehr nah, wenn ein Gewitter kommt vielleicht. Und die teuren Bäume hier hinten, Sind auch nicht so die sind doch ideal. ein bisschen nah. Wenn die umgehen, dann noch ein bisschen nach oben schauen, ich weiss doch nicht. Ja, da hinten ist wieder so viel. Da wird es verdammt uneben. Ja, nein. Sven, hast du etwas Besseres gefunden? Nein. Da ist es halt schon ein bisschen schräg. Es ist ein bisschen uneben. Schwierig. Man kann hier probieren, wie noch ein Dach machen. Oder? Tannen sind ja meistens gerade, kann man eigentlich oben so wie ein Dach machen und dann hier noch reinstecken und noch einen Eingang. Scheiße, Dann jetzt so können viele wir Mücken. Sicher, ja, es hat viele Mücken, ja. Mucke werden schon los mit ein bisschen Rauch und so. Ja. Ups. Das Kopfweh fährt wieder an. Bevor das eine Problem gelöst ist, taucht schon das nächste auf. Der Wasserfilter. Die Pumpe funktioniert nicht. Geht es nicht mehr? Wenn man guckt, tut es nicht ziehen. Das Wasser. Was ist? Hä? Zeig. Was ist das Problem? Gar nicht. Tut sie nicht mehr? Da ist doch auch das Räumchen. Nein, das Hörli braucht man auch. Aber das Hörli geht. Es tut nicht. Also, abbrechen. Jetzt gehen wir schauen wegen dem Schlafplatz. Hä? Wichtig, dass wir einen Schlafplatz vielleicht hinbringen. Ist das etwas da vorne? Ich habe das Gefühl, Dann gehen wir es mal die anschauen. Jungs fragen. Aber da habe ich auch noch gedacht, die Jungs, die halt vom Regen geschützter ist. Jetzt will sie wieder nicht mehr da. Ich würde mich gerne entscheiden und etwas machen. Und nicht jetzt noch lange, wenn man es ist überall hat, sie Vor- und Nachteile, denke ich. Also irgendwo liegen. Martin, Was? ich fände den halt schon auch nicht schlecht. Ja. Er ist weniger windig als der Tunnel beim Wasser. Windig. Wo ist es windig? Vom Wasser her. Ja, wir können ja da, aber wir entscheiden uns jetzt entscheiden. Der Also, Baum. tun wir da unten, wir können ja zügeln. Im Machatal wird es langsam Abend. Aufgebaut ist noch nichts und der Magen knurrt. Scheisse. Darf ich mal probieren, bitte? Wenn wir das nicht hinbringen, dann ist es gute Nacht. Ja, könnt schon noch ein bisschen probieren, aber weisst du, keine Erfahrung. Oder das falsche Zundermaterial. Ich habe alle gesehen, dass man mit Birkenrinden gut anzünden kann. Aber ich habe jetzt irgendwo keine Birken. Also vielleicht funktioniert es ein bisschen mit Glück. Ja, sonst haben wir halt nicht wirklich zur Nacht. Und dann habe ich keine Lust drauf. Jungs, es tut mir leid, aber es muss funken und es muss irgendwann brennen. Es tut ja schon ein bisschen rauchen. Ja, Rauchner, ja. Das ist überhaupt verpficht. Wir müssen ein besseres Zundermaterial haben. Wie will das brennen wegen einem Funken? Schweinespur, oder? Ja, Gras ist auch gut. Hey, sorry, ich habe so Kopfweh. Es drückt mir gerade wieder. Scheiße. Oh, Kann es helfen, wenn ich blase? noch nicht. Das bringt es doch gar nicht. Dürres Gras wäre super, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich dann schnell ein bisschen suchen.
ganz süß. Oder wir haben nichts Nacht. Das Ja. ist auch eine Variante. Scheisst mich jetzt mega an, dass wir das nicht hinbringen. Ich weiß nicht, ja. Es ist nicht gerade schön im Moment. Ja. Was ist so doof? Ja, und es stinkt mir ein bisschen, wenn du nicht helfen kannst. Ich probiere es, aber... Nicht mehr gerade so zuversichtlich. Fest rum, aber gleich muss es ja. Ich bin wieder genau so wie am Morgen. Dass ich näher dran bin, dass ich erbrechen muss. Das ist im Moment gerade recht schlimm. Feines Holz, Buben, feines Holz. Jetzt nicht übersäuren, jetzt richtig schön ruhig. So eine Scheiße. Hey. Sven, da hinten von deinen Steckchen suchen gehen. Kein Stress im Fall. Müssen wir noch schauen, dass es nicht verlöscht wieder. Weil wir vielleicht ein bisschen am Moment gar nicht mehr recht daran geglaubt haben. Das Feuer brennt. Die Welt sieht gerade wieder ein bisschen besser aus. Es besteht doch noch die Hoffnung, dass wir heute noch ein bisschen Reis kochen können. Weil, ja, ich denke, ich kann schon nicht Nacht ins Bett, aber irgendwie die Jungs, so habe ich das Gefühl, sie planen jetzt langsam drauf. Das Team Tessin hat mit dem Kopfweh von Silvia, einem kaputten Wasserfilter und dem Problem mit dem Feuer schon vieles einstecken. Macht echt das Reis. Das köchert, aber ist fröhlich vor sich hin. Ich mag gar nichts mehr machen heute. Ich trinke auch noch ein bisschen, aber jetzt ist mein jetzt wieder. Ich muss das Wasser trinken. Ich hätte lieber in den Tee oder etwas machen. Jetzt sind wir froh, haben wir das Feuer geschafft, oder? Dank dem Feuer mag ich noch. Aber jetzt hoffen wir, dass es ihr besser geht. Gell? Mhm. Was sagst du? Gut. Ist es gut? Aaron, wir essen hier mit den Fingern aus dem Riesenteller. Mit was? Mit den Fingern. Kannst du sie nach dem Fluss waschen. Also am besten geht es so. Fast kein Geschmack, aber okay. Ich habe eigentlich vorher nicht so fest Hunger, aber schon ein bisschen Hunger. Weißt du, schau, dass du nicht die Hälfte nebendran hast. Sonst haben wir für die Hühner haben wir es nicht gemacht. Es fühlt sich sehr gut an. Auch wenn es nicht wirklich fein ist, aber Besser als nichts, oder? Ja. Kaum haben sie endlich etwas essen können, kommt schon die nächste Herausforderung. Und zwar immer näher. Dann kommen wir die Tücher. Ich weiss gerade nicht, ob das geschickt ist. Aber ich habe gemeint, das Das ist sei die. Mutterkuh mit einem jungen Munneli. Woher? Ja. Ja, nein. Achtung! Oh, er Totsch. Nimm mit dem ein Steck in die Hand. Hey, was fehlt's dir? Komm mal weg. Ade. Komm weg. Du musst dich gross machen. Ein Junge, ein Spinner. Ja, ja. Zum Glück. Endlich die Mama. Oh, jetzt würde ich abhauen. Nein, Schau, die kommen und wenn sie es töten. jetzt habt doch nicht Angst. Oh! Wir können hoffen, dass sie jetzt einfach weiterziehen. Ein bisschen vorgehen. Ja. Wow! Ich habe Angst. So ist es doch.
Retour! Gehen wir auch ein bisschen dahinter an, Rosa. Dahinter? Ja, ist vielleicht besser. Okay. Ob sie die in der Nacht reinholen? Die holen sie sicher nicht in der Nacht. Die holen sie irgendwann im Herbst. Jetzt nehmen sie dann noch den Topf mit. Sollen sie mal probieren, runterzujagen? Wir gehen nicht so hinten rum. Oh, oh! Oh! Oder ob wir unsere 7 Sachen packen und sagen, hey, dann laufe ich mir hinterher. Jetzt schauen wir mal, ob sie gehen. Soll ich abfahren? Vor allem unseren Topf. So verreist da. Ich gehe kurz Abfahren. Weg. Wand weg. Weg. Führen. Hopp. Abfahren. Kühe grundsätzlich sind absolut liebe Lebewesen und halt neugierig. Die kommen, die wollen spielen und schauen, was da ist oder etwas zu essen finden. Man will einfach nicht drunter kommen. Aber gefährlich in diesem Sinn sind Kühe nicht. Und die kann man ja jetzt tiptop verjagen. Also das ist ja schon nur ein bisschen hopp, hopp. Und sie gehen. Weg. Weg. So. Scheissviecher. Um ein Biwak zu bauen, hat es nicht mehr gelangt. Darum haben sie die erste Nacht in der Wildnis unter freiem Himmel verbracht. Guten Morgen. Wir sind am Feuern und haben den Topf mit Wasser gefüllt. Wir sind am Morgenessen. Es gibt Brennnesselchips. Und wie schmecken sie? Fein. Du musst dich nicht überwinden, die zu essen. Nö. Hast du nicht Angst, dass es dich brennt? Nö. Oh nein. Ja. Jetzt ist höchste Zeit, um einen Unterstand für die zweite Nacht im Freien bauen. Ja, das merke ich auch. Gar nicht gut. Nein, ich habe das Gefühl, oh Gott, das mache ich mir. Aber irgendwie müssen wir jetzt etwas anbringen, weil es könnte Wieso nicht regnen. mit denen da? Willst du zuerst den Boden machen? Ja, sonst Ja, vielleicht würden das die Jungs gerne machen. Was machen sie eigentlich? Ich weiss es auch nicht. Langsam aber sicher pressiert es. Das Wetter schlägt um. Ich denke nicht, dass es fest reinregnet. Also jetzt die Nacht verthebt es schon. Das Shelter ist relativ hoch und relativ gummig und das Dach ist, wie soll ich sagen, mit löcherigen Ziegeln gedeckt und es schauen überall noch Dachlatten raus und ja, das hat Entwicklungspotenzial. So, Ich habe einen Regentropf gespürt, gell? hast du? Ja. Ja, das ist vielleicht die Aussprache von mir. Also wenn es regnet, dann bin ich auch vielleicht ein bisschen gespannt, ob der Shelter hebt. Ich habe das Gefühl, er ist nicht so dicht. Und wir sehen es die Nacht. Wenn jetzt nur schnell ein Gewitter kommt und es regnet und dann hört es wieder. Ich habe das Gefühl, da haben wir eine schöne Schicht gemacht. Aber eben, morgen können wir da noch eine mehr drauf tun und dann, ja. Jetzt aber zuerst mal etwas Warmes im Bauch. Neben dem Reis vom Gabentisch haben sie auch noch Bouillon und Salat bekommen. Mit Salat. Salatsauce wäre es, glaube ich, besser. Ja. Können wir jetzt zeigen? Wer wo, gell? Gut in der Mitte. Ich würde sagen, ist das okay für dich, Sven? Ihr in der Mitte und dann tun wir den Rand machen. Ja, ja. Dann sind ihr wie in einem Ofen drin.
Es wird eine ungemütliche Nacht, zuhinterst im Matschatal. Es hat immer wieder angefangen zu blitzen, donnern. Ja, es macht einem Angst. Dem Team Tessin bleibt nichts erspart. Die zweite Nacht voraus hat es in sich. Ein kräftiges Gewitter zieht über das Matschatal. Die Familie hat sogar die Wärmedecke aus dem Erste-Hilfe-Set zweckentfremdet. Also ich habe nicht geschlafen, habe ich das Gefühl. Also, ich weiss nicht, aber ich weiß nicht, ob die anderen haben. Die Kinder, glaube ich, haben schon ein bisschen geschlafen. Silvi, Ich bin geschlafen. hast du geschlafen, Silvia? Nein, ich habe gar nicht geschlafen. Also ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Wir haben vorhin gesagt, wenn es jetzt nicht hört sofort oder sofort, einfach das Wetter besser wird, dann können wir es vergessen. Ja. Es hat das Gesicht getropft. Und wir haben den Kindern auch die Regenjacken angehalten in der Nacht. Und die Schuhe haben wir schön in den Rucksack eingepackt. Der Rucksack sei Dank. Bei flotschnass. Bis rein. Ja, es ist ja auch von unten halt, ist es nass. Ja. Das ganze Moos. Also ich habe geschlafen ein bisschen, aber ich war auch ein paar Mal wach gewesen. Und ich habe recht kalt jetzt am Schluss noch. Die Engelberger sind nach 2 Nächten in der Wildnis auf dem Nullpunkt. Sie sind nass und haben kalt. Für so eine Situation oder für Notfälle ist ein Schutzraum in der Nähe vorbereitet. Dorthin wollen sie jetzt so schnell wie möglich. Das viele Wasser vom Himmel macht aber auch diesen Plan unmöglich. Der kleine Bach auf dem Weg zur Notunterkunft wird zum Problem. Ja, die Situation am Fluss war eine brenzlige. Man will zurück, will in Sicherheit. Und dann steigt der Fluss und zeigt, wie, okay, es geht jetzt nicht in Sicherheit zu gehen. Und das ist emotionaler Stress, der in diesem Moment ganz klar steigt. Sicherheit geht vor und die Familie Hurschler-Bieri bekommt darum Unterstützung. Die Bauern hier in der Umgebung kennen den Bach und wissen, wie man sicher drüber kommt. Also ich bin jetzt froh, dass jemand da ist, der uns hilft, da übers Wasser zu kommen. Und dass man mal hoffentlich ein bisschen Wärme gehen kann. Wir haben alle, glaube ich, recht kalt langsam. Ja, und ich hoffe, es kommt gut. Die Jungs möchten das gut. Die haben das Gefühl, die kommen da gut drüber. Nach 10 Minuten Fußmarsch ist das Team Tessin wieder in der Zivilisation. Das ist... Ja! Ja, endlich etwas essen.
So. Eins wenig. Hast du keinen Hunger? Nein, ich bin ein bisschen müde. Bist du müde? Aber zum Essen reicht es knapp, oder? So. Das ist sicher feiner Tessiner Käse. Die Überraschung ist mega gut, schön, dass wir jetzt etwas zu essen haben. Mal etwas wieder haben, wo nicht immer nur Reis, Bouillon und Salat ist. Es ist mega schön. Wir sind jetzt am Ziel. So. Auch in Sicherheit. Auch mit dem Trockenen. Ja, ich denke, es ist jetzt einfach vieles, was ich abschütteln kann. Ja, weil die letzte Nacht ist. Es war nicht so lustig. Jetzt aber, wo wir weggehen konnten vom Fluss und vom Gewitter, blöd gesagt, ja, geht es mir schon besser. Ja. Einfach die Nacht ist es mir so bewusst geworden, dass du ja eigentlich nicht nur für dich Verantwortung hast. Du hast auch Kind dabei. Du hast noch ein Kind dabei, das nicht dir gehört. Du hast die Verantwortung. Da hatte ich immer wieder Kinder. Ich habe immer wieder übergelenkt, sind sie noch da oder wie schlafen sie, schlafen sie überhaupt? Sind sie zugedeckt? Haben sie den Kopf gedeckt? Ja, dann kommen halt so viele Gedanken auch. Nach der Nacht im nassen Biwak diskutieren sie, wie es weitergehen soll. Abbrechen dürfen sie jederzeit. Aber wenn sie ein Wellness-Wochenende gewinnen wollen, müssen sie von der warmen Stube zurück in die Wildnis und da nochmal nichts ins Lager aufschlagen. Plan B. Okay. Jetzt ist eure Entscheidung, welcher Weg weitergeht. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder so kommt regnen. Es ist auch, die Kleider und alles ist auch wirklich nass und hat man auch nicht mehr so Lust mehr. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob wir weitermachen wollen. Eigentlich ist es ja nicht das Ziel, dass ich den Jungs die Freude nehmen am draussen schlafen, am Survival draussen schlafen, sondern ihnen eigentlich die Freude geben und auch, dass sie weiterhin mitkommen und nicht, dass sie sagen, hey, Mama, vergiss es, das mache ich nie mehr. Darum denke ich, brechen wir ab und gehen heim, uns trocknen. Ja. So, wie es eigentlich auch tut. Ich glaube, es ist gescheit, ja. Vor allem, dass man die Freude nicht kaputt macht. Wir abbrechen. Abbrechen? Ja. Also. Genau. Gut. Wäre ein cooler Platz gewesen. Ja, aber das Zweite ist ein bisschen... Das Vierte wäre es. Also Zweit wäre, ja. Sie haben eine super Leistung erbracht. Also das darf man auf keinen Fall absprechen. Wo da sehr grosse, starke Männer mit viel Erfahrung und auch Frauen, die viel Draussenzeit haben, knicken bei so viel Nässe in den ganzen Kleidern sehr schnell ein. Also sie haben immerhin die ganze Nacht durchgehalten, weil die allermeisten Leute würden nach 2 Stunden und komplett nass heimgehen. Zurück daheim in Engelberg. Es sind 2 Tage seit dem Abbruch vom Abenteuer im Tessin vergangen. Kann man runterhängen? Ja, weißt du, dass es noch Ja. wirklich trocken wird. Sie sind wieder nass, aber heute werden sie trocken. So schön Wetter ist.
Aber es ist anders, wenn du eine Wäschleine hast. Jetzt kannst du Aufhängersonnen. Ja. Wenn ich dann also durch die Wäschleine schaue, ist doch eine Geschichte dahinter und kommen Erinnerungen auf. Auch der Sven ist wieder bei sich daheim in Zengelberg und hat wieder Zeit zum Spielen und zurückschauen aufs Abenteuer Wildnis. Also ich habe schon weitergemacht. Es war einfach ein bisschen nass und alles. Und ja, also ich war eigentlich nicht so nass. Ich hatte eine gute Regenjacke und so. Und ich konnte eigentlich weitermachen. Wow. Es hat schon noch etwas aufs Team Tessin gewartet. Sie wären nur ein paar Nächte draussen gewesen, und dann hat es zum Schluss auch noch eine Überraschungsaufgabe gegeben. Ja nun, vielleicht beim nächsten Mal? Was meinst du, Aaron? Willst Ja. du das noch mal machen? Vielleicht. Vielleicht. Nicht Einfach. alles genau gleich. Ja. Wir haben jetzt eigentlich gesagt, dass wir hier bei uns daheim in Zengelberg im Wald auch einen Shelter bauen wollen und dann eigentlich so ein bisschen das Abenteuer wieder erleben und vielleicht sich auch dort an die Geschichte Tessin, die wir mit euch erlebt haben, sich daran erinnern können. Ich habe schon Lust drauf, am Wochenende, am Mittwoch und Nachmittag, so einen Shelter zu bauen. Ja, ich würde mich da recht. Also ich freue mich schon drauf, das nächste Mal zu gehen. Es war cool, es war anstrengend, es war sicher unvergesslich. Ja. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.